Vor langer, sehr langer Zeit ist der Donner mal der Mucke begegnet. Wo die miteinander reden, schmeckt der Donner auf einmal so einen feinen, süßlichen Duft aus dem Maul der Mucke. Die hat kurz vorher einen Mensch gestochen und ihr Maul war noch voller Blut. Der Donner hat so etwas noch nie geschmeckt. Mucke, verratest du mir, was hast du jetzt gerade getrunken? Mucke ist verschrocken, weil sie hat gewusst, sie darf am Donner unmöglich die Wahrheit sagen. Weil wenn der erfährt, dass das der Lebenssaft der Menschen ist, dann wird er alle Menschen zu Tod schlagen und sie hat selber nichts mehr zu fressen. So hat sie blitzschnell überlegt. Und dann sagt sie zum Donner: Das, was du suchst, der Saft, den findest du in den hohen Bäumen. Dort musst du suchen. Der Donner, der hat gerade all seine dunklen Wolken zusammengerufen und hat Blitz in die Bäume eingeschlagen. Er hat die Bäume gespalten, aber niemand hat diesen besonderen Saft gefunden. Dann ist er wieder zu der Mucke gegangen und sagt: Du hast mich angelogen. Der Saft, der ist gar nicht in den Bäumen. Aber sie sagt: Ja, hast du nicht in allen Bäumen? Nur ganz hohe Bäume. Sie schaut umeinander und da sieht sie ganz in der Nähe eine Tanne. Und unter dieser Tanne war ein Stachelschwein am Schlafen. Dort könntest du es versuchen. Dort könntest du noch Glück haben. Genau bei dieser Tanne. Der Donner, der hat seinen Blitz genommen, hat ihn in den Baum eingeschlagen. Der Baum hat es gespalten. Das Stachelschwein hat es verwünscht, getötet. Und das Blut hat es in alle Ecken verspritzt. Und der Donner hat ganz gierig den Saft aufgeschleckt. Das war genau das, was er gesucht hat. Und von dort weg hat er der Mucke geglaubt. Und darum ist es so gekommen, dass der Donner nur in den hohen Bäumen einschlägt. Und uns Menschen lässt er in Ruhe. Und das haben wir alles der Mucke zu verdanken.